Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zu der Kontroverse Joshua Kimmich. Bevor wir reingehen in den ganzen Bums, an dieser Stelle der Hinweis, abonniert doch sehr gerne den Kanal, Leute. Ich habe hier irgendwie 70% der Zuschauer sind Nicht-Abonnenten. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mich irgendwie ein bisschen leiden könnt. Das hilft mir weiter und sorgt dafür, dass ihr auch kein Video verpasst hier. Ansonsten die andere Sache, ganz viele lieben Dank an die Kanalmitglieder Martin, Frankenfregger, Chico, Daniel Stadler, GB, Christian Loch und Mihatsch 1990. I don't know, du kannst mir gerne mal irgendwie einen Spitznamen sagen. Den Nick breche ich mir auf jeden Fall sämtliche Zungen. Vielen lieben Dank an euch 7 für die Unterstützung hier auf dem Kanal. Jetzt muss ich mal eben meine Töne ausstellen hier. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt geht's rein. Kontroverse Joshua Kimmich. Erstmal weiß ich nicht, ob Mario Basler und so weiter, diese ganzen selbsternannten Experten, sich mittlerweile meinen Kanal angesehen haben und deshalb jetzt irgendwie auf dem Joshua draufhauen und kritisieren, was ich auch schon die ganze Saison über kritisiert habe. Verwundert mich ein bisschen. Ja, ich bin noch ein bisschen am Schwitzen, Leute. Ich war gerade im Garten, da wollte das Video im Garten aufnehmen, ist das Handy zu heiß geworden. Es ist einfach zu warm. Aber anderes Thema. Ja, wild auf jeden Fall. Also, meine Meinung zu Kimmich. Über die Saison gesehen, hinreichend bekannt. Ich denke, am Ende der Saison haben wir auch das passende Fazit gezogen. Kimmich ist einfach kein Sechser. Punkt. Beziehungsweise er möchte kein Sechser sein. Sagen wir es mal so. Vielleicht zum Werdegang von Kimmich. Kimmich kommt von der rechten Verteidigerposition, wollte dann so ein bisschen dem Lahm nacheifern, der ja unter Guardiola dann auch nochmal eine Saison im Mittelfeld spielen durfte. Hat dann auch sehr gut geklappt erstmal. Ja, muss man ganz klar so sagen. Mit dem Goretzka zusammen. Ja, wo dann Nagelsmann kam, I don't know, was ein Nagelsmann mit dem Kimmich gemacht hat. Ab da war keinerlei Positionstreue mehr vorhanden, keinerlei, ja, weiß nicht, wie ich das nennen soll, Willen, nur den Sechser zu geben, in Anführungsstrichen nur den Sechser. Ja, wie gesagt, für mich die letzten Jahre einer der herausragenden Spieler war Javi Martinez bei uns im Verein und der war auch nur ein Sechser. Ja. Hat für mich denselben Stellenwert wie Ribéry gehabt. Ja, auf jeden Fall, da gibt's gar nichts drin zu deuteln. Von daher verstehe ich das nicht so ganz, warum diese Entwicklung gekommen ist. Man muss ja sagen, er konnte es vorher mit dem Goretzka zusammen. Das hat doch super funktioniert ein Jahr lang. Aber dann hat sich ein Kimmich gedacht so, oh nee, weiß ich nicht. Reicht mir nicht. Ich mache jetzt einen Achter, einen Zehner. Ich mache alles gleichzeitig. Ich schieße die Ecke rein, köpfe sie am besten gleichzeitig noch mit rein. Dass das nicht klappt, hat man diese Saison mehr als gesehen. Ja? Und dass das ein Tuchel gesehen hat, dass das ein Uli gesehen hat, dass das ein Kalle gesehen hat, dass das verdammt nochmal jeder in diesem Verein gesehen hat, nur dass es keiner kommuniziert hat, sieht man ja jetzt daran, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, wie sehr wir doch nach einem Sechser suchen. Ja? Das muss man mal ganz klar so sagen. Das muss doch ein Armutszeugnis für einen Kimmich sein. Der doch so Weltklasse ist, weil er doch so schöne Statistiken hat. Da muss er sich doch selber mal hinterfragen, wie kann das denn sein, wenn ich doch so Weltklasse war diese Saison? Warum sucht denn jetzt mein Verein einen neuen Sechser? Das sollte ihm doch schon mal zu denken geben, ja. Und zu den Statistiken hier von wegen, ja, er hat aber hier die meisten Pässe gespielt, die irgendwie zu einer Torchance geführt haben oder sonst was. Er hat drauf geschissen. Meiner Meinung nach drauf geschissen, Leute. Warum? Er ist ein Sechser. Ja. Ich bewerte einen Stürmer auch nicht daran, ob er auf der Torlinie 10 Tore verhindert in der Saison. Ja? Oder ob er eine vernünftige Ecke schießen kann. Nee, einen Stürmer bewerte ich daran, wie viele Tore er schießt. Wenn ein Stürmer in 40 Spielen 9 Tore macht, ist er kein guter Stürmer. Punkt. Da kann er noch so viel ackern, rennen, machen, tun, wie er möchte. Und ein guter Sechser ist dafür da, dass eine defensive Stabilität da ist. Dass die Räume zu sind. Dass der Spielaufbau eingeleitet wird. Na klar kann ein guter Sechser auch mal mit nach vorne pushen. Gar keine Frage. Dann muss er aber genauso schnell wieder mit nach hinten pushen und auf seiner Position sein. Ja. Und er muss ja auch mal die wichtigen defensiven Zweikämpfe gewinnen.
Für alle Statistik-Junkies, zieht euch gerne die Statistiken von Kimmich rein, von wegen gewonnene Zweikämpfe, von wegen gewonnene defensive Zweikämpfe. Ja, die super Passquote vom Kimmich. Ja, warum ist die Passquote denn so super? Weil 85% aller Pässe quer und nach hinten sind. Über eine Distanz von 5 bis 10 Metern. Also wenn man da den Ball nicht zum Mitspieler kriegt, dann ist auch irgendwas ganz verkehrt. Nochmal, da soll hier kein Kimmich-Bashing sein, ja. Ich habe einen Kimmich sehr, sehr lange verteidigt, letzte Saison sogar noch unterm Nagelsmann verteidigt, davor die Jahre auch immer verteidigt, wo schon viele Kritiker da waren. Weil ich seine Art und Weise, so dieser Ehrgeiz und so, das mag ich, aber er bringt ihn halt einfach nicht rüber. Ja, er lebt ihn nicht aus. Er hat ihn einmal die Saison ausgelebt nach dem Spiel, sich mit irgendwelchen Fans angelegt. Da hätte er doch mal diese Emotionen und dieses Verhalten mal auf dem Platz gezeigt. Hat er früher auch gemacht. Ich erinnere mich an Spiele in Dortmund, ja. Das ist alles abgegangen, die Saison. Komplett. Es war komplett nicht vorhanden. Wie man sich dann da hinstellen kann und sagen kann, ja, aber Kimmich war einer der besten Mittelfeldspieler in der Bundesliga, ist in meiner 11. der Saison. Ja, Leute, dann weiß ich nicht, dann interpretiert ihr einen Sechser halt einfach anders wie ich, was auch okay ist. Das muss jeder für sich wissen. Für mich ist ein Sechser was anderes. Für mich ist ein Sechser ein Javi Martinez. Ja, in der heutigen Zeit, wir wissen alle, diese Sechser sind moderner geworden und so weiter. Nichtsdestotrotz, in erster Linie ist ein Sechser erstmal ein Sechser und hat dafür zu sorgen, dass hinten keine Räume sind. Und wenn ihr euch mal die Spiele anguckt, diese Saison, die wir so hatten, es war niemand da auf der 6. Es war niemand da auf der scheiß 6. Wie oft war die Mitte komplett blank? Wirklich komplett. Da war keiner da. Und dann schlägst du auf die Innenverteidiger drauf ein. Was soll ein Innenverteidiger da machen, wenn auf dieser Position keiner vorhanden ist? Ja? Dann hast du schon Opa, der da noch rauspusht, rausschiebt, weil das seine Art ist. Versucht da irgendwas zu retten. Ja, dann wird er überspielt, dann ist nur noch ein Innenverteidiger hinten. Ja. Muss man sich da wundern, Leute? Wie oft war das, dass auf dieser Position einfach kein Spieler war? Und das geht halt nicht. Ja? Punkt. Und ein Kimmich, nochmal, ist ein Sechser. Er kommt von der rechten Verteidigerposition. Er weiß, wie man eine Position hält. Er weiß, wie ein defensiver Zweikampf geht. Er weiß, was ein vernünftiges Stellungsspiel ist. All das kann er. Hat er auch schon gezeigt auf dieser Position. Er hat halt einfach diese Saison keinen Bock gehabt. Warum, wieso? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Vielleicht ist ein Nagelsmann gekommen, hat gesagt, so, Josua, du bist mein Mann, du hast alle Freiheiten dieser Welt, mach was. Keine Ahnung, vielleicht war es so, ich kann es euch nicht sagen. Wäre vielleicht eine Erklärung. Aber seine Rolle, die er diese Saison gespielt hat, hat absolut nichts mit einer Sechserposition zu tun. Ja? Und da könnt ihr noch so viele tolle Statistiken raushauen, wie ihr möchtet. Diese Statistiken, in denen er gut ist, die interessieren für einen Sechser nicht unbedingt. Ja? Nochmal, klar, es gibt unterschiedliche Ansichten, was ein Sechser zu tun hat. Aber wenn du mit einer 6 und einer 8 spielst, dann ist der Achter, der nach vorne was macht. Punkt. Ja. So. Klar kann der Sechser das Spiel aufbauen, dirigieren. Ihr habt 2 Thiago gesehen. So. Thiago war jetzt auch nicht so der Sechser schlechthin. Er war halt mehr ein moderner Sechser. Aber er hat trotzdem defensive Zweikämpfe geführt. Er hat das Spiel aufgebaut, hat das Spiel an sich gerissen, hat beschleunigt, hat gebremst. All das vermisst man komplett beim Kimmich. Aber warum? Warum vermisst man das? Weil, dass er das könnte, bin ich mir sicher. Ja, klar, er kann jetzt nicht mal 2, 3 Spieler stehen lassen, hat nicht diese unter Druck, ist er nicht so stark, wie es ein Thiago war, gar keine Frage. Aber er könnte schon so das Spiel ordnen. Ja, das traue ich ihm zu. Hat er auch schon gezeigt vor 2 Jahren. Ja, aber wenn man dauernd auf der 8, auf der 10 und sonst wo rumläuft, dann geht das nicht. Hat ein Thiago auch nicht gemacht. Ja? Klar hat sich ein Thiago auch mal mit vorne eingeschaltet, war dann aber auch wieder hinten. Ja? Muss man ja wohl mal ganz klar so sagen. Also von daher, ich weiß es nicht, vielleicht Nagelsmann, ich weiß es nicht. Ja? Das Fass möchte ich jetzt in diesem Video nicht auch noch aufmachen. Aber alles, was so taktisch anbelangt, was Positionstreue anbelangt, weiß ich nicht, hat ein Nagelsmann da echt viel durcheinander geballert. Oder hat sich's gefallen lassen dann, ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen. Warum Kimmich sich so verhält, weiß ich auch nicht. Ich kann es mir nur mit dem Überehrgeiz erklären, dass es 2 Lager in der Mannschaft gibt und Kimmich zeigen wollte, hier, ich bin der neue, wahre FC Bayern Kapitän, ich mache alles, ich schieße die Ecken, ich köpfe sie selber rein.
ich halte hinten als Torwart den Ball, so einen Eindruck hat er nicht gemacht. Wenn man mal die ganze Saison so ein bisschen Revue passieren lässt. Jetzt soll das Allheilmittel sein. Deswegen habe ich mir auch die erste Halbzeit der Nationalmannschaft angeguckt gegen Polen. Ich konnte mir die zweite Halbzeit leider nicht mehr angucken. Das war für mich reine Zeitverschwendung. Das hätte ich mir nicht noch antun können. Aber da war ja der Allheilsegen jetzt, ja, wir stellen den Kimmich einen defensiven Sechser hier mit dem Emre Can. Ob der jetzt so ein defensiver Sechser ist, weiß ich nicht. Müssen die Dortmunder beurteilen. Dann hat der Kimmich, da braucht er sich da nicht mehr drum kümmern. Und dann ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe. Da war Kimmich auf einmal der Zehner. So, und hat da den Jamal teilweise die Räume weggenommen. Also ganz wild, Leute. Ich weiß nicht, was mit dem Kimmich los ist. Positionstreue sieht anders aus und ich glaube auch nicht, dass das ein Allheilmittel ist, zu sagen, wir holen uns einen Sechser und ein Kimmich spielt den Achter. Ich denke, wenn Kimmich sich nicht wieder auf seine Position, die er auszufüllen hat, konzentriert, wird das schwer haben. Zumindest wenn ein Tuchel nächstes Jahr Eier hat. Dass wir einen defensiven Sechser holen werden, denke ich, steht fest. Wer es sein wird, ja, da sind ja ganz viele im Moment in der Verlosung, außer ein Rice, der ist raus, wie man so liest. Dazu haben wir einen Leimer, ja, der mit Sicherheit auch einen guten Achter geben kann. Gerade wenn es irgendwie Gegner sind, wo wir viel pressen möchten, aber gerade ein Achter sollte ja pressen. Was ein Kimmich auch nicht kann. Ja, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Zumindest nicht in diesem Maße, wie es ein Leimer kann. Ich glaube schon, dass ein Kimmich das kann. Er muss sich nur wieder drauf besinnen. Ne? Also immer, wenn ich davon rede, ein Kimmich kann das nicht, meine ich damit, dass er keinen Bock darauf hat oder ich weiß es nicht, was in seinem Köpfchen vorgeht. Ich kann es euch auch nicht erklären. Nichtsdestotrotz stelle ich mich jetzt nicht hin und mache den Kimmich als den großen Sündenbock, ja, so wie es irgendwelche anderen Experten tun. Unsere ganze Mannschaft war schlecht. Ja, auch die Nationalmannschaft, was ich da gesehen habe, abgesehen von Musiala, der in der ersten Halbzeit da 3-4 Aktionen hatte, war das alles Rotze. Ob es ein Kai Havertz ist, ob ein Florian Wirtz war, von dem komischen Henrichs fange ich gar nicht an, Alter. Das war eine Note 6. Auf der anderen Seite dieselbe Pfeife der Jonas Hofmann, Alter. Das war dasselbe. Das ist unterirdisch. Ja, da muss man sich jetzt nicht den Kimmich da rauspicken und sagen, du bist hier, aber jetzt, du machst alle Spiele schlechter und so ein Scheiß. Nee, Kimmich war schlecht in meinen Augen in der Saison. Eben weil er nicht die 6 gespielt hat. Er hat die 6, die 8, die 10 und am liebsten noch die 9 mitgespielt. Das hat man teilweise gesehen. Teilweise war der Kimmich auf einmal der Vorderste, der angelaufen ist, wo normalerweise der Neuner bei uns stand. Ja, das hat man auch teilweise gesehen, dass Musiala als 10 auf einmal hinten am eigenen 16er die 6er-Position bekleiden musste, weil Kimmich wieder irgendwo war, aber nicht da. Dasselbe Müller haben wir auch gesehen. Auf einmal war Müller hinten am eigenen 16er auf der 6er-Position, weil Kimmich nirgendwo zu sehen war. So, das ist das Ding, was ich dem Kimmich vorwerfe. Ja, ich werfe dem Kimmich nicht vor, dass er keine Einstellung hat oder sonst was. Ich werfe ihm vor, dass er die nicht zeigt auf dem Platz, dass er die in sich reinfrisst, anstatt dann einfach mal die Leute anzuweisen, die Leute mal zusammenzupfeifen. Genau das ist, was ein Führungsspieler ausmacht, ja. Und dass er sich komplett mitergeben hat, wo wir untergegangen sind. 3-1 in Mainz, zu Hause gegen Leipzig. Hast du da irgendwas von Kimmich gesehen? Irgendwas von unserem Führungsspieler auf der verkackt wichtigsten Position im Kader, was die 8 nun mal ist? Die 8 ist die wichtigste Position. Und wie man die da nicht ausfüllen kann, weiß ich nicht warum, weil es einem nicht reicht oder was, ich weiß es nicht. Ja, dann weiß ich nicht. Nochmal, ey, wegen mir, bitte. Aber es wird ja nicht so kommen. Bitte, FC Barcelona, verpflichte den Kimmich. Weg. Tschüss. Oder er muss sich halt mal wieder um 360 Grad im Kopf drehen, um einsehen, dass er die 6er-Position zu spielen hat. Oder meinetwegen auch die 8er-Position, wenn ein richtig defensiver Sechser kommt und dann hat er auch die 8er-Position zu spielen. Und dann nicht auf einmal zu sagen, nee, jetzt mache ich aber hier den 10er. Ja, dann versteht man nämlich das Argument, dass man sagt, der Kimmich macht die anderen Spieler um sich herum schlechter. Was er auf der einen Seite dumm ist, ja, weil, wenn wir gesehen haben, wo ein Goretzka da war, oder wenn Goretzka mit einem Kimmich zusammenspielt, ich meine, die haben jahrelang zusammengespielt, hätte ja ein Goretzka von sich aus auch mal sagen können, oh, ich sehe, der Kimmich ist ja überall noch nicht auf der 6, da mache ich doch jetzt hier einfach mal den 6er, wo ich als 8er aufgestellt bin. Das haben wir auch mal eine Halbzeit lang gesehen, da hat das auch wirklich gut gemacht, ja, weil er defensiv für mich ein bisschen stärker ist wie ein Kimmich, beziehungsweise hat er mehr Bock auf diese Zweikämpfe, auf dieses Laufverhalten, ist auch einen Tacken schneller meines Erachtens nach. Und zeigt auch den Kampfgeist mehr auf dem Platz, ja. Da ist eine andere Dynamik.
Das hätte ich erwartet von Goretzka. Was für das Argument spricht, ist, ja, dass ein Goretzka gar nicht wusste, teilweise, wo er hin soll. Ja. Kimmich war auf der 6, auf der 8, auf der 10. Deswegen war ein Goretzka auch mal rechts außen, links außen, dann hast du ihn halblinks gesehen. Das hatte alles nichts mit dem Achter mehr zu tun gehabt. Es war einfach kein Platz da. Kimmich war der, ja, ich will jeden Ball, ich will alles, ich bin hier der Messias oder was. Ganz, ganz schwierig. Ja, nochmal, ein Kimmich muss sich die neue Saison auf seine Position, welcher es auch immer sein wird, fokussieren und diese spielen. Und wenn das nicht klappt, dann muss der Trainer ihn rausnehmen. Ja? Ich hoffe, dass das nächste Saison so passieren wird. Weil nochmal kann man sich so eine Scheiße nicht gefallen lassen. Weil nochmal wird, wenn das so weitergeht, wird sich das Problem ja nicht ändern. Ja? Nochmal, alle, die den Kimmich als Weltklasse sehen, so eine super Saison gespielt, anhand seinen tollen Statistiken. Alles gut, Leute. Ihr könnt alle eine andere Meinung haben. Für mich hat das mit einer Sechser-Position absolut nichts zu tun. Ja? Und was ich gestern die erste Halbzeit da gesehen habe bei der Nationalmannschaft, hat das auch nichts mit einer Achter-Position zu tun gehabt, was ein Kimmich da gespielt hat. Aber das möchte ich gar nicht so beurteilen, da bin ich nicht drin. Ich habe jetzt mal eine Halbzeit seit etlichen Jahren mal wieder von der deutschen Nationalmannschaft gesehen, das hat mir auch gereicht. Ja, aber dieses Kimmich jetzt so als Sündenbock zu nehmen, fühle ich nicht. Ja, wie gesagt, man kann ihn kritisieren, was ich gerade ausführlich getan habe an seinen Dingen, aber deswegen ist ein Kimmich jetzt nicht daran schuld, dass wir so eine schlechte Saison gespielt haben. Ja, wenn, dann wäre da auch in erster Linie erstmal die Trainer dran schuld. Ein Spieler, der so desolat seine Position ausübt, da muss man den Spieler halt auch einfach mal auf die Bank setzen. Ja, das hat keiner der Trainer getan. Weder ein Nagelsmann noch aber Nagelsmann und Kimmich waren ja eh so, habe ich ja gerade schon ausgeführt, da hat man das Gefühl gehabt, der Nagelsmann gesagt, komm, Josua, mach mal einfach, was du meinst, das passt schon. Ja, und Tuchel hat keine Eier gehabt, da irgendwie mal reinzugrätschen. Ich hoffe, in der neuen Saison wird er das haben, ansonsten werden wir das Elend weitersehen. Dann vielleicht noch mal ein paar Argumente, die ich so gelesen habe. Ja, wie wär's denn mit dem Kimmich wieder als rechter Verteidiger? Leute, das ist vorbei. Ja, guckt euch an, wie lahmarschig ein Kimmich in der Rückwärtsbewegung ist. Ja, der wird durchgehend überlaufen werden als rechter Verteidiger. Also hat der Kimmich keine Chance. Sag ich euch ganz ehrlich, meine Meinung. Man kann mit Stellungsspiel ein bisschen was wegmachen, aber ja, was hat der Kimmich aktuell für ein Stellungsspiel? Was hat er für eine Positionstreue? Das würde im Chaos enden, im absoluten Chaos. Ich glaube, der wird nicht einmal auf der Rechtsverteidigerposition sein. Und auch dann müsstest du ihnen sagen, jo, wir nehmen ihn mal raus. Das ist so, glaube ich, auch das Hauptproblem beim Kimmich. Ne? Er konnte die letzten 2 Jahre, egal unter welchem Trainer, einfach machen und tun, was er wollte. Und auch egal, welche Leistung er gebracht hat, er hat immer gespielt. Immer 90 Minuten gespielt. Er hat immer jeden Freistoß geschossen, er hat immer jede Ecke geschossen. Egal wie scheiße diese waren. Das ist das ganze Problem. Warum sollte man sich dann als Spieler hinterfragen? Ne? Man hat doch immer so seine eigene Sicht auf die Dinge. Man denkt immer, oh ja, ich bin der Geilste, ich hab's drauf, ich bin hier, ich bin der Sechser, ich bin der Achter, ich mache auch noch den Zehner, ich köpfe die Ecke auch noch selber rein, wenn es sein muss. Das ist immer so die eigene Wahrnehmung. Ein gesundes Selbstvertrauen, dann ist man von sich selber überzeugt. Aber dafür ist ja dann der Trainer da und andere, um zu sagen, ey, du solltest dich jetzt vielleicht mal hier auf die Sechserposition begeben und vielleicht mal da auch mal bleiben. Ja? Das ist alles nicht geschehen. So, das muss sich nächste Saison ändern. Ja? Und von wegen Statistiken, ja, ein Tor aus allen Freistößen, die Josa die Saison geschossen hat. Von Ecken brauche ich gar nicht erst anfangen, oder? Also von daher, ja, Kimmich hat für mich eine schlechte Saison gespielt als Sechser. Punkt. Da bleibe ich bei, ja. Er ist nicht der Führungsspieler, der er gerne sein möchte bei uns. Da bleibe ich auch bei. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht, kann ich schlecht beurteilen. Ihn deswegen jetzt irgendwie da als Sündenbock zu sehen, sehe ich persönlich nicht. Was muss sich ändern? Er braucht klare Ansagen die kommende Saison. Ja. Ich meine, wir sehen es jetzt beim Pflegen. Pfleg bläst ihn auch nur zu keinem Arsch. Vergleicht ihn mit Michael Jordan, Kobe Bryant, Alter. Was ist denn los mit dem Pfleg? Hat der irgendeinen Shit geraucht oder was? Also, jetzt mal ernsthaft. Was hat der Kimmich bisher in seiner Laufbahn erreicht? Ja, er hat das Triple gewonnen in der Corona-Saison mit uns. Ja, da war er auch stark, keine Frage.
Ja, aber dann so eine Vergleiche anzubringen, Alto Belly, verstehe ich gar nicht. Aber noch mal anderes Thema, lassen wir sein. Sonst artet das Ganze hier aus. Ja, ich find's witzig, dass erstmal jetzt alle aus den Löchern gekrochen kommen so und alle auf den Kimmich draufhauen. Finde ich witzig, weil alle Argumente, die da so kommen, die habe ich schon die ganze Saison übergebracht. Ja? Und auch teilweise hier in den Kommentaren haben wir die Argumente gebracht. Klar hast du auch diese Kimmich-Jünger, keine Frage, ist auch völlig okay. Jeder kann das ja sehen, wie er möchte. Wie gesagt, der eine erwartet vom Sechser sowas, der andere erwartet vom Sechser sowas. Ich erwarte vom Sechser, dass er die Sechser-Position aushöhlt, dass eine defensive Stabilität da ist, dass er das Spiel ordnet, dass er das Spiel verlangsamt, das Spiel beschleunigt, dass er lange Pässe spielt, dass er Mitspieler einsetzt, dass er aber auch dem Achter den Raum gibt und auf der Sechser-Position ist. Klar kann er mal mit nach vorne stoßen, sich dann der Sechser fallen lassen, so wie es vor 2 Jahren auch mal super geklappt hat mit ihm im Goretzka. Aber was ein Kimmich dieses Jahr gespielt hat, ist unterirdisch. Ja, er war überall und nirgends und wollte irgendwie alles gleichzeitig machen und hat nichts richtig gemacht. Ja, also nicht, kann mich nicht erinnern, wo man mal gesagt hat, boah, heute hat er mal ein gutes Spiel auf der 6 gemacht, hat mal das gemacht, was ein Sechser machen soll. Und nochmal, dass das alle im Verein so sehen, sieht man ja daran, dass wie stark wir uns jetzt um einen neuen Sechser bemühen. Und das alleine sollte doch für einen Kimmich schon ein Zeichen sein. Ich weiß nicht, warum keiner im Verein die Eier hat zu sagen, pass mal auf, Kimmich, ich denke, du siehst selber, wir bemühen uns um einen Sechser, das war die Saison nichts auf der 6. Und ich garantiere euch, wenn man ihm weiter so den Zucker im Arsch bläst, wie es ein Flick auch gerade tut, und sagt, ja, du bist jetzt unser Achter, dann wird das kein Stück anders sein. Ja, richtig, es wird nicht mehr ganz so wehtun, weil der Sechser, der dann da ist, viele Löcher stopft nach hinten, was wichtig ist, gerade bei uns. Dann wird es nicht mehr ganz so wehtun, wenn Kimmich da rumirrt, aber wenn Kimmich dann auf einmal auf der 10 rumirrt und da den Jamal den Platz wegnimmt oder einen Müller den Platz wegnimmt oder einen anderen Offensiven da den Platz wegnimmt, weil er da meint, da rumzukrauchen, dann wird das knallen. Ja, und dann muss das auch knallen. Ja. Wie gesagt, Kimmich hat gute Veranlagungen, hat einen guten Charakter. Man muss ihn nur mal in die Schranken weisen und ihn mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen und mal sagen, das ist deine Posi, das erwarte ich von dir und nicht mehr. Und aber auch nicht weniger. So. Diese Ansage fehlt einfach an Kimmich. Ja. Seit 2 Jahren. Und dass man dann vielleicht mal im Kopf ein bisschen abhebt, kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, oder? Ja. Das ist mein Statement, meine Meinung zum Kimmich. Haut mir gerne eure in die Kommentare. Ich weiß, da gibt's viele pro, viele dagegen. Das ist auch völlig okay. Aber ich finde es halt ein bisschen frech, so vom Basler sich dahinzustellen. Und dann jetzt sozusagen, ja, Kimmich macht die Mitspieler alle schlechter. Kimmich ist das und hier und da. Und ja, na klar ist das auch nur seine Meinung. Und klar möchte er provozieren, was auch immer, verstehe ich auch. Ja, aber hätte man das auch mal zu der Zeit machen sollen, wo es noch angesagt war. Ne? So, sich jetzt im Nachhinein dahinzustellen, ist das auch ein bisschen lame, finde ich. Gut, das meine Meinung zum Kimmich. Ja, ich bin gespannt, wie die Diskussionen da weitergehen. Ja, Thema Nationalmannschaft vielleicht ganz kurz. Ich denke, die Heim-EM wird ein Desaster werden, wenn Flick weiterhin Trainer bleibt. Da brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Was ich da erste Halbzeit gesehen habe, auch mit dem Spielerpotenzial, was da auf dem Platz stand, mit dem Musiala, mit dem Wirtz, mit dem Havertz. Dann natürlich die beiden super Außenleute, die kompletter Reinfall sind. I don't know. Verstehe ich alles nicht, was da teilweise für Leute auf dem Platz stehen, aber wie gesagt, in dem Thema bin ich nicht so drin, möchte ich auch gar nicht so reinsteigen. Ja, zur Heim-EM werde ich da ein bisschen reinsteigen, klar. Dann könnt ihr auch von mir dazu Videos erwarten. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie es da in Zukunft weitergeht. Ob ich da mal ein bisschen mehr einsteige oder nicht, aber ja, aktuell war das grausam einfach. So, das ist mein Schlusswort, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut mir super gerne eure Meinung rein in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Hier wird es immer wieder ein paar Transferspekulationen geben, meine Meinung dazu. Und natürlich zur kommenden Saison auch wieder Spielanalysen und vieles mehr. Tschüssi.